Mit Meeresgeschmack, mit dem Salzgeschmack auf glühenden Lippen, im Haar und auf der Haut. Du kamst aus dem Meer, um sich in meiner Nähe niederzulegen. Du kamst und die Sonne begleitete dich. Und sie erwiderte mit dem Onassis-Spruch: Wir müssen die Hoffnung loswerden, dass sich das Meer jemals beruhigen wird. Wir müssen auch lernen, bei starkem Wind zu segeln. Sie machten die Hochzeitsreise nach Isola. Wie in jeder Ehe fanden sie einen Kompromiss. Sie reisten in ein anderes Land, was für Malabarka den Beginn langer Reisen bedeutete. Und schon waren sie an dem bekannten Ort, wo sich Guts wie zu Hause fühlte. Sie waren unzertrennlich auf den Straßen der Stadt unterwegs, besuchten die Umgebung und rannten durch den Chalet-Tunnel. Aber am meisten erfreuten sie sich, auf den Wellen zu schaukeln. Malabarka war froh, einen Ausflug dorthin zu machen, wo Rex ruhte. Das war das schönste, schnellste und modernste Schiff seiner Zeit, das irgendwo zwischen Isola und Koper endete. Es war das Schiff aller Schiffe, die Stadt, die durch das Meer segelte und alles hatte, was eine moderne Stadt benötigte. Bibliothek, Post, Radiosender, Druckerei, Tagebuch, Kino, 2 Spielplätze, Schönheitssalon, einen Rasier- und einen Friseursalon. Sie hatte auch einen Tanzsaal. Malabarka übte tagelang Tanzschritte, um die Stimmung auf diesem Schiff zu wecken. Sie sah sich in diesem Schiff der Stadt und duftete ferne Meere, die ihr, der Kleinen, noch immer nicht zugänglich waren. Rex provozierte in ihr die Ehrfurcht und sie gab sie sich schwer zu, obwohl sie sich ihrer Angst vor dieser Entfernung bewusst war. Es war so groß und liegt jetzt untergetaucht. Wie werde ich, Kleines, so weit gehen können, dachte sie einen Augenblick. Zunächst genügte es aber, die Geschichten über Rex zu hören und seine Bilder in der Galerie von Marian Kral zu genießen. Guts beobachtete täglich von der Seite die Fischer, die jeden Tag fleißig im reichen Isolameer pflügten. Die Netze rollten sich unter den Körpern der Anchovies, Sardinen und Makrelen, und es war eine besondere Freude, das silberblaue Glitzern zusammengerollter und starker sowie muskulöser Thunfische zu sehen, für das spezielle Fischerboote verpflichtet waren. Das alles erinnerte ihn an die Kindheit und die Fischertradition seiner Familie. Ach, wie wild schlug sein Herz mit jedem Herausziehen des Netzes. Der Grund war auch, weil das Mineralmeer von Isola versicherte, dass die Netze immer voll sein würden. Er erkannte den Stolz der Fischer, die den Fang jenen übergeben würden, die sich in der Fabrik befanden und sich um die weitere Reise dieser Fische kümmerten. Sie stapelten sie in Metallbetten und streichelten sie mit dem besten Olivenöl, und manchmal stimmten sie mit feinen Stücken winzigen Gemüses heiter. Einige verwandelten sich in glatte Pasteten, die der Herrschaft buchstäblich im Mund zerschmolzen. Wenn der Fisch die Geschmackspapillen berührte, würde der Mensch instinktiv des Genusses wegen einfach die Augen schließen und die Zunge würde den Gaumen berühren, um so viel Geschmack wie möglich zu entlocken. Dies ist meine Welt, ich bin dieses Meer, ich wurde erschaffen, um mit diesen Fischern rumzuhängen, fühlte er. Die Liebe, die Guts und Malabarka zueinander empfanden, wurde durch ihre Liebe zum Meer verstärkt. So besuchten sie mehrmals das Meereshaus Isolana, genossen ihre Sammlungen, schauten sich Fotos und Filme mit Meeres- und Fischerthemen an. Sie gingen auch zur Werft. Malabarka erinnerte sich gern an ihre Gewohnheiten aus Rijeka und erkannte problemlos die kostbaren Schiffsbauer. Der Monat Juni schenkte ihnen eine besondere Unterhaltung. Das Festival der Oliven, des Weines und der Fische, es versprach ein vollkommenes Fest.
Eines Tages, als sie auf den Morgenwellen schaukelten und ihre Fähigkeiten zeigten, Malabarka fuhr Slalom zwischen Seetonnen, drehte geschickt ihr weißes Segel und Guts belohnte sie jedes Mal mit einer neuen Fischsorte, die er gefangen hatte. Dort gab es auch ein kleines lokales Fischerboot namens Bisser, das sich gerne schaute und von Guts Wissen über das Finden von Fischen und der Fähigkeit, sie zu fangen, beeindruckt war. Und die Menge am Fischzug für ein so kleines Schiff überhaupt nicht zu erwähnen. Das faszinierte Fischerboot entschied sich, sie kennenzulernen. Die Fähigkeiten, die dieser Guts zeigt, werden uns beim Fischfang sehr helfen. Sie saßen beim Frühstück zusammen und die erste örtliche Freundschaft wurde geboren. Guts wurde bald gebeten, mit ihnen Fische zu fangen, und er nahm es mit beiden Rudern an. Kurz darauf wurde ihm in der Fischfabrik ein Job angeboten, für den er täglich so viele Fische fischte wie kein Fischerboot bis jetzt. Malabarka träumte immer noch von großartigen Reisen, aber dies war nicht die beste Zeit dafür. Es begann mit der morgendlichen Übelkeit und 9 Monate später halfen Freunde aus der Werft bei der Geburt ihres Sohnes, dem kleinen Gliser. Niemand war glücklicher als die Eltern. Es zierten ihn die Handlichkeit und Schnelligkeit seiner Mutter. Nach der Figur sah er ihr auch ähnlich und auch später wurde er nicht allzu groß. Er ging manchmal mit seinem Vater fischen, aber er fühlte sich in einem moderneren Umfeld besser und er sah sich in Zukunft in der Gesellschaft von Touristen. Seine Mutter widmete sich der Erziehung seines Sohnes und sein Vater amüsierte sich mit Fischen, die das Leben bedeuten.